Noes? Nee, hoor nog bij schof. Als het eerste luid zingen, nummer 41. Wie hoog, wie lang, wie breit, wie tief, die Liebe Jesu ist. Es schall mein Leben lang dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, ist befreit mit ewigen Liebesdrang. Ich dass nie ein Mensch erdacht, bis die goldene Stadt durchsieht, in Jesu Bild erwacht. Es schall mein Leben lang dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, ist befreit mit ewigen Liebesdrang. Next nummer 193. Herr, mein Leben, es sei dein, lass es ganz geheiligt sein. Nimm dir hin all meine Zeit, dir sei sie zum Preis gewahrt, dir sei sie zum Preis gewahrt. Nimm die Augen, dass sie nur schauen auf deine Gnade Spur. Nimm die Ohren, dass sie fein hören auf dein Wort allein, hören auf dein Wort allein. Nimm die Hände, dass sie sich regen Ohren lieb für dich. Nimm die Füße, dass sie schön auf den schmalen Pfade gehen, auf den schmalen Pfade gehen. Nimm den Willen, ist dein, und nicht länger mehr noch mein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es dir zu deinem Thron, weihe es dir zu deinem Thron. Nimm nur, was ich wünsch und lieb, ich geb dir aus freien Trieb. Nimm mich selbst, so lass mich sein, einzig ewig dein, herrlich einzig ewig dein. Next nummer 244. Es lebe Gott allein in mir in Zeit und Ewigkeit.
Dankeschön. Goed, ik wil ons nogmaals alle welkom heten hier in deze avond, voor die wat nog dazu gekommen sind. Wir haben hier von der Service ein Zeugnisabend, und das geht einfach darum, wo 12 Stück wollen in ihrem Leben vertellen. Sie wollen nicht irgendwas vertellen, sondern dort, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und mein Wunsch ist besonders, dort auch wirklich zu Gott seine Eid kennen, weil wenn sie von dort vertellen, was Gott in ihrem Leben getan hat, dann soll Gott dafür Eid verherrlicht werden. Und dadurch, weil das auch mein Wunsch ist, und ich glaube auch, dass wir das vertellen wollen, Wunsch ist, da ich ein paar Verse, ich komme einfach dadurch auf diesen Gedanken von Psalm 3 hast, die mir ja der Begrüßung zu lesen. Da sagt er im 4. Vers, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Das ist hier David, was das hier sein wird. Und heute sage ich, deine Gnade, der ist besser als Leben. Und der ist einfach, und deswegen will ich davon vertellen, sagt er sogar. Er sagt, ich will davon wieder vertellen. Und das ist auch, was auch hier von der, was das Zeugnis vertellen wollen, auch so ähnlich geht. Die haben das belebt, sie wollen das mitteilen, dass sie die Gnade belebt haben und dass sie auch von dort wollen wieder vertellen. Dann sagt er wieder, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinen Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Also, das ist von David ein paar Verse von ihm. David, von ihm lesen wir, dass er überall immer war, diese Verse. Er will Gott loben, Gott preisen. Und er hat das gemacht, wo groß Gottes Gnade ist. Und dann sagt er, dann will ich davon wieder vertellen. Möchtest du oben beteuern, dass du, was du uns vertellen, dass wir wirklich möchten Gott loben. Und dass wir hören, dass wir auch möchten, dass wir mit Gott danken, Gott loben, Gott preisen und Gott dafür die geben und Dankeschön sein dafür. Wir wollen von der meistens gehen alte Zeugnisse. Wir nennen das ein Zeugnisabend und wir wollen noch nicht viel selbst, was wir so haben. Wir wollen nicht kurz mit Jünter beten, aber eben ganz kurz eine Einleitung haben von 10 Minuten mit Gottes Wort, ans Wort mitteilen. Und dann durchhängen, dann, wo wir dann anfangen mit den Zeugnissen. Es sind 12 Stück, was der Zeugnis vertellen wollen. Und das ist in so einem Tag immer, wenn ein Zeugnisabend ist, was Besonderes. Zum ersten Mal wirken, wo man vielleicht für neue Menschen reden wird, wo man sein Zeugnis mitteilt, dass man zum Teil auch abgeregt für die, was das hier wiedergeben will. Lut uns auch Stellen für ihn beten, dort so können, ja, geluten und dort einfach wieder sein, was wirklich in ihrem Leben passiert ist. Dann nur die Zeugnisse, dann, wenn das nicht gelut wird, dann werde ich danach kurz eine Gelegenheit auch geben, vielleicht hat noch wer, wo es auch motiviert, sein Zeugnis wird mitteilen. Dann wollen wir dafür die Gelegenheit geben, als erste Bekehrung, vielleicht eine Gebetserhörung der Luther-Tiden, was immer das erste Belebnis mit Gott, dann auch dafür die Gelegenheit geben, das hier auch mitzuteilen. Gut, lasst uns nun noch beten, weil wir abstimmen zum Beten. Lieber Herr Jesus, danke schön für diesen Abend, für diesen besonderen Abend. Wir haben uns gefreut, den zu haben. Und wir wollen dir auch besonders beten, Heiland, musst du in jedem Wort sein. Und ich will dir beten, besonders für die Worte wiedergeben. Und ihr schlicht eben, Luther, auch die Worte Zeugnis vertellen. Schenkend wirkliche Lutenheit, schenkend Freimütigkeit, schenkend dort so wieder zu sein, dass was dort wirklich in ihrem Leben passiert ist. Und dort, was du in ihrem Leben getan hast, dass du dort auch schon mitteilen, sodass du wirklich die Ehe kriegst und die Größe musst haben wollen, auch an diesem Abend. Musst du bitte Gnade schenken. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Okay, wir nehmen Platz. Ja, nu eens. Ik vreem ik zo wieder von der diesen Abend hier haben. Wir leben da, wie die junge Christen haben, die Zeugnis vertalen wollen. Und ich habe die Freunde, und die haben von da beten Worten, was zu sein, was die im Leben einen Unterschied gemerkt haben, was die im Leben geändert haben, was die im Leben Sinn gebracht haben. Wir haben einen Mann, der mal im Zug anstieg, ein meistens ein Gespräch anfängt, der fragt die Menschen, die alle haben, hey, mal ein Mann sein, der einen silbernen Schädel hat, also hier ferne Stiel, eine silberne Stiel hat. Sagt der hat ich. Er hat mal von ihm gehört, der eine Rab hat von Elfenbein.
seine Hähne von Elefanten, der hat er gesagt da. Und danach ein gemerktes Bein, also ein Plastikbein, auch diesen Knärten hier in die Plastik, den hat er auch. Und der Reisegefährten, der habe ich noch am seiner Tau, mit der Tau am Fortführen. Und sie hat eigentlich im Krieg einen ganz Stuhl geschoten, top geschoten. Und dann hat ein Professor mir, ein Doktor, und mit großer Geduld fleckt er mich bei der Tau. Und ich bin gesund an Lotenborn in die Kliniker. Und jetzt habe ich meinen Professor, dem Doktor, mein Leben zu verdanken. Und dann habe ich mich festgenommen, von du wieder, soll es keinen Tag mein Leben geben, und dem ich nicht mein Lebensradar rühmen da, mich von den Pochen da, was er mir tun hat. Und ich habe auch von der, diese Lehre hier genutzt, Jünd zu vertalen. Ich will extra diese Komment fahren und diese Klasse Jünd zu sein, was er für mich alles tun hat, was er für mich alles bedienen hat. Ich weiß nicht, wie viel Jünd mühen und anstrengen, von der vielleicht ja, aber wie viele stehen ja nach, wo Jünd all die Mächte haben, zu kommen und Jünd Zeugnis zu vertalen. Das zu sein, was Gott tun hat, was Jesus in dem Leben, in Leben sind, die Gift hat. Ich glaube, wir alle, die wir gläubig sind, wir kennen das, ich vertrete das, wir dort so gemerkt haben, vielleicht auch erst so wieder eine Zeit lang sehr begeistert davon, und mit den Jahren dann irgendwann lasst es vielleicht ein bisschen nur, aber das ein bisschen weniger. Ich hoffe, jetzt ist das ja, hier nicht so, ich wünsche, dass wir alle dabei bleiben, ewig ans Zeugnis zu vertrauen. Ich freue mich, dass wir immer was da nicht beleben, und das ist auch so, wir können Jeremia, die haben mich gehört, was zu lesen, dann vor der Korinther, dass wir da in einer Zeit leben, wo Gott uns von der arbeitet, wo Gott von der anders arbeitet, wo wir da in einer Zeit von der Nähe Bund leben, wo wir da in einer Zeit leben, wo der Heilige Geist in uns ist, wo Gott sein Wut in uns leben hat. Das ist eine wunderbare Zeit. Wir sind auch hier auf der Gebetschen, habe ich eine Karte von, wo wir einfach sein, wo genannt wird, wo Gott, der alle Tiden geschafft hat, wo Gott von der schaffen. Das ist so wertvoll zu beleben, wo Gott von der schaffen, und da hätten wir Gott von der Menschenlebens verändern. Jeremia 31 sagt uns, Vers 31, Gott fordert, ich lese immer, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an den Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und das auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Er sagt hier, der kommt, wird Gott in ihren Bund merken, und er wird nicht mal mit den Bund arbeiten, was er damals merkt, wo Israel und Hund anpackt in Ägypten rütschlappen dort, und dann, wie im Sinai, ein Bund merken dort, da sage ich, den Bund haben die gebrochen. Der Bund ist alt, der ist kaputt, der ist zweigegangen, das hat nicht gehalten, kann man sagen. Die haben das klar, aber Gott sagt, ich will was Besseres merken, ich will was nie merken, ich will mein Bund, mein Gesetz, in der Horten anschreiben. Da in das Innerliche im Horten anschreiben. Er sagt, ich will ihm den Heiligen Geist geben, der führen wird, der alle Tag wieder wird sein, der leiden wird, der Kraft geben wird. Und die wollen nicht mehr bei uns sein, die musst das merkst du auch, dort merkst du auch. Gott sagt, ich will dir das selbst von Bern, in den Horten wird dir das sein. Und die wollen mich verstehen, sagt Gott. Paulus sagt das in Galater, er sagt, das Gesetz, dort merkt Tod. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das sagt er auch hier, er sagt hier den Bund, den Gott gemerkt hat, den haben die Menschen gebrochen. Gott will, wird in unsere Horten leihen, wird deutbar jetzt aus dort. Und ich denke von dort, also dort wird von der auch diese Täuflinge hier Zeugen werden, Zeugen kennen, wo Gott in ihrem Leben, nennt die kommen erst, wo Gott in ihrem Leben ihren Hort, sein Bund, man kann sagen, sein Wort, seinen Heiligen Geist hineingelegt hat, und wird der Heilige Geist von der, die jeder persönlich reden wird, in lernen und führen in ihrem Leben. Ja, und 2. Korinther Kapitel 3, Vers 10 bis 17, wird falsch lesen, wo Paulus von den Deins in diesem neuen Bund reden wird. Es wird voll, wo Paulus durchstellen wird, er nannt den Augenbund ab, und dann auch den Nien, und wofür wird voll das ist, und was wir von der alles haben, diesem neuen Bund. 2. Korinther 3, Vers 10, wieder lese ich,
Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwingliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Er sagt hier, wann dort herrlich gemerkt ist, was du vergehen soll. Und dort auch mit Herrlichkeit kommen dort, mit einer großen Herrlichkeit kommt, was du vergehen. Was bist du stolz wie wir? Wofür mehr, was dort eine Herrlichkeit haben, was du bleiben soll. Und ich denke, wir wollten Paulus richtig von dort, wo dort gesagt, wo Gott Mose gesagt geben dort, du leuchtet Mose, sein Angesicht wird strahlt, leuchtet, der ganze Berg, der Berg Sinai, du passiert wird gerotet, in der Saal Allah, Gott seine Herrlichkeit ist raufgekommen, der ist auf dem Berg Sinai, Gott redet mit Mose. Und dass wir bloß dann, um das Gesetz wieder zu geben, um ein Gesetz zu geben, einen Bund zu geben, der irgendwann nachher wird abgelöst worden. Und Paulus sagt hier, wenn dein Bund, wenn die Sachen, die du dann tun, und mit seiner Herrlichkeit tun, die du vergehen wurden, wie viel schöner als dort, wo von der großen Herrlichkeit hast, der nie Bund, der du bleiben wird. Und ich wünsche, dass wir das auch irgendwo auch deutlich auch verstehen können, oder was für eine Herrlichkeit das ist. Das ist nie ein Bund, dem Gott in unsere Herzen angelegt hat. Dem Gott mit uns geschlossen hat, wo Gott gesagt hat, das ist dort, wo Jesus sieht, es ist vollbracht, wo das nie ein Bund in Kraft treten kann. Er sagt hier, das ist von der viel großen Herrlichkeit aus dort, was dann wir. Er sagt hier, Mose, wie einer, der durch seine Dijk über sich tragen dort, wir lesen in eurem Bund, von Mose in dem Zelt rüberkommt und er mit Gott geredet hat, dann dacht sein Angesicht. Und dann will Israel an nicht sein, die können sein Angesicht nicht sein, wenn er zu leuchten dort. Er sagt hier, in 13. Vers, und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sahen, was weggetan werden sollte. Da sage ich, Mose, der Tag war, damit er nicht so sein würde, war er alle verschwingen wurde, diese Herrlichkeit, der Mose utstrahlt, und dem, wo er mit Gott Gemeinschaft gehört hat. Er sagt, unsere Gemeinschaft, die Herrlichkeit, die wir in uns drin haben, der ist gerade aus Jana. Der ist länger, der bleibt, der ist ein Bund, der bleibt, und nicht einer, der durch abgelöst muss werden, so ist der Bund wird. Und sagt er hier wieder, über Israel sagt er, aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Er nimmt hier eine Sache mal und sagt, Israel hat ein Problem. Israel, ihre Decke ist immer noch ihre Ehren. Wenn Israel von Mose hielt, wenn Israel Mose lesen wird, der Decke bleibt durch, der verstehen das nicht, die sind verstockt. Und ich denke, auch von der haben wir gesagt in unserem März, wenn sie das Wort Gottes vielleicht lesen, wenn sie was von dort hören, irgendwann eine Decke über die Ohren haben, die da tau ist, die da irgendwo, ja, meistens verstockt sind, die dort nicht verstehen können, wenn Gott sein Wort verlesen wird, wenn Gott sein Wort gelesen wird. Er sagt hier aber, sobald er sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich will immer und da sein, der Jesus nicht kann. Hier wird gesagt, wenn er sich bekehrt im Herrn, dann wird dieser Tag weggenommen, damit man dort versteht, was in Gott sein Wort geschrieben steht. Damit man dort versteht, was wiedergegeben wird. Und da, wenn der Jesus nicht kann, von der soll es dass immer in Oben was reden wird, was du anreden wird, was du Deuten angereden wird, wo Menschen hören, dort wird ich beleben, so als ich sehen, so verschlucken als ich sie, so als ich mich verstehen mit den Problemen, kann ich auf die Hand auch einmal tun. Und da hat es so gemerkt, dass der richtig kommt, als ich da auch rührt. Und das mache ich dort auch von der, dass ich das heute auch dort ein Segen essen, dass wir dort hören können, oder sein können, für die wir noch sehen, wenn wir noch irgendwo blind sind, morgen ich kann da rührt, und das ist ein Weg für mich. Für die wir ein Zeugnis geben, dann sagt ich in 17. Vers, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und du hast eine Freiheit, die wir alle erfahren haben, ich glaube, wir haben die durch erfahren, und dort wir frei sind von der Last, von der Sünde ans Drecken dort, dort wir die nicht mehr mitschlappen haben, dort wir frei sind zum Zeugen, zum Gott sein Wort wiedergeben, was er uns getan hat, was er uns gewirkt hat, dort wir frei sind zum Deinen.
Und dass wir wirklich frei sind in dem Herrn und dass auch wir das selbst meinen und dass wir diese Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, woher uns das Gewissen, die Last uns am Morgen auf unseren Herzen liegen, den aufgenommen haben, dass wir die ausstrahlen können. Und das wünsche ich Ihnen, ich wünsche jeder einen von Ihnen dort, dass ihr diese Freiheit ausstrahlen können, dass ihr diese Kraft, dass ihr die Hand Geist des Herrn in Ihnen und dass ihr diese Kraft auch wirklich habt und dass ihr mit dieser Kraft kann dort zeugen und vertalen, wo Jesus in ihrem Leben von der Sünde frei gemerkt hat. Amen. Gut, wir sind bei den Zeugnissen. Mir kann einen falsch mitgeben, denn je immer war da mit, was die Zeugnis geben da, aber mich scheint sich so das erste Postens der falsch in der Bibel oder dem, was mir bekannt ist, in der auch sehr postend ist für Zeugnis zu geben. Das heißt es nicht in Apostelgeschichte 1,8, sondern die wollen Kraft kriegen vom Heiligen Geist, der ab den gekommen ist, oder wann ich ab den gekommen ist, und dann wird wieder gesagt, und die wollen meine Zeugen sein, in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, und wird unter eng von dieser Eid. Also, ich glaube, für Jünger, die können im Glauben einfach gehen und sagen, ich will nur von Jesus zeugen. Und heute wird Jünger die Kraft geben, die Geluten hat, die neue Geluten hat, was die brauchen, dort einfach mit zu tun, was Gott in am Herzen gelegt hat, wieder zu sein. Gut, als eine Gelegenheit. Ik ben Novus Ola. Ik wil hier wat van mijn leven vertellen. Ik was van klein omvang. Ik ben geboren in Tres Cruces. Van 97. Dan zie ik abgewassen. Ik weet ook niet ganz schnell, met hoeveel jaar, omdat vielleicht met 3-4 Jahre eingebaut, dann ist nur eine Wirtschaft getragen. Dann habe ich durch. Ich habe so lange gewohnt, weil ich dann auch von der Schule gewohnt. Dann war das 3 in Tres Cruces, dann habe ich dann so mit 9 Jahren dann. Dann darf ich nur noch ein Haus tragen. Und dort eine Benny. Und durch das hier gewohnt, dann 3 in Manitoba. Dann habe ich durch, war dann mit der Schule angefangen, dann habe ich gewohnt. Dan op de kosten op, in de region, dus het dan allemaal weer. Voets, eerste zin nog op de kosten, je bent dan voets die drinken, wat allemaal hans drum is zijn, anders weet je dat niet vorig. En veel allemaal gedronken. En zei ik dan, ich konnte sagen, vielleicht mit 17 Jahren, dann fangen wir an zu spazieren. Dann, ich weiß auch nicht gleich wie lang. Einmal dort trinkt, ob man es einmal dabei sein. Meist jeder Sonntag einmal. Dann, über den viel einmal gehört von Botschaften, die gehört viel einmal. Und ich bin mal hier in die Kirche gefahren. Und wenn ich bin ich nach in die Kirche, dann guck mal, mit was jung. Und viel hier immer. Und dann fangen wir an zu denken, naja, was soll er tun? Und fangen einmal schlecht an zu gehen. Dann über den 2017, dann dachte ich, dann will ich den Torf übergehen. Würde ja alles besser gehen. Da war ich immer so eifrig, den Torf übergehen und wie die anderen bekehrt. Dann will ich dort auch. Dann da ich dort, ging dort durch, stehe ich irgendwie, das hat aber nichts geändert. Vielleicht für ein paar Jahre. Dann ging ich so wieder und über den haben wir uns ein Bild befreit. Und dann dachte ich, so wenn ich schon befreit sein, dann würde es dann besser gehen. Aber das muss ich nicht fair. Dann über den, dann kriege ich einmal hier und ich Gott sein Wort. Nach Bohren
Botschaften her, wat ik hem gevonden had. Ik heb veel met mensen geredet. Ik schaf hier aan mijn smeer. Daar kwam ik veel van de Engelse mensen aan. Ik heb me allemaal, als ik kleinschutstijd had, dat net zich allemaal uit. Met de mensen reden. Ik wist wat mij veel had. En dat had me ook zo veel. Ik ging weer met dat. Maar dat weer allemaal zwaar. Dan opeens waren ons uitboden. Dan kwam ik weer terug. Dan zag ik allemaal voor een maand hier op Chihuahua. Dan een avond, daar nog een beetje wie ook hier. Dan werd mij uitboden. Ik zei niet meer wil maar een Zielzeier reden. Dan deed ik dat. Dan geeft me die gelegenheid te bekeren. En ik deed het dan. Ik bekeer me die avond. Dan weer een deel van mijn hart gevallen. Veel lichter. Zo leeg geworden. Dan had ik van tijd veel beter gegaan. Het was zo schön, moet ik zeggen. Dan ben ik nog veel open aan de Gott zijn woord. Ik kan ook veel meer verstaan. Dan voel ik toch nog waar twee. We woonden hier aan Manitoba. Dan blijf ik toch waar twee. Lijkt me waar een ander reden. En ik gesloten week dan kwam ik er nog waar bij. Mijn grootje praat had ik er nog waar erbij kwam. Waar ik me nog kwam, ik daal maar schweervoeren. Die was dus hoog. Dan week waren, ik kon niet naar zeggen, maar niet veel langer als een maand week waren bij. Dan sloten ze me waar uit. Ik had het phone gehoord, dan sloten ze me waar uit. Dan week me al mes, had ik een mes klaar, dat had je niet aan waar erbij kwam. Maar ik let me dag naar waar aan rijden, waar erbij kwam. En even dan, waar me allemaal uitboden, wordt er schaffen. Dan schaf ik daar in de weg. Dan hebben we dan, ik kreeg aan te horen wat er over mij gereed wordt. En dan heb je wie teruggevallen van de bekering, ben je daar wonder. Dan wordt je allemaal over mij gereed. Dan moest je een dag, ik voor een huis van Harbert. Ik werd me einig, dat voor de laatste dag waar ik hier was weer. Dan, ik werd me einig, ik voer dan voor wie hier aan. Ik moest erom wegmerken, ik moest zeggen, we wonen in Portugal voor mijn ouderen. Anders kun je het niet meer, maar ik kan hier aanvoeren. Op de dag, ik kreeg het aan, voor het jaar. Dan krijg de week weer aan de families vrijzet in Brazil, waar ik krijg de huid. Dan voeren we doorgaan. Door nog waar zo veel geheerd en je ook geleerd. En dan wie hier, ik geloof het 2 weken wat we hier aan weer. Dan kwam ik weer voor mijn vrije weg hoor. Dan weet ik ja, ben ik een week online. Ik dacht, ik had klaar, ik blijf hier, ik voel niet meer terug. Ik kan het zijn, je weer mijn leven als daar, ik kan me niet onder terugvoeren. Ik zei, best vrij, dat weer voor mij wegvoeren. Dan moest ik terugkomen. Dan duurde het niet lang. En voel ik dan mijn dag aan, maar op hem taub. Dan waren ze al jaren met een schievoerder. Ik weet niet alle, maar schievoerder weet ze dat over mij. Spreek me zo uit van Marda. En schrijf me ook van half als een Marda.
Dan voel ik maar 3. Dan weer een merk voel ik dan en daarna zo is nog een beetje. Dan was ik me einig. Ik wil voor een vrije hoor naar voel ik jou. Dan hoor ik nou ook gelijk, dus 4 jaar meer sloop je gewoon voor je weer online op. Dan kun je het metnemen. Dan zijn we hier vandaan, zijn we hier blijven, dat we dan iets vroeger houden. En daarna gehoord aan zin en dan vangen we schwer voor de mij ook al. Ik zou mijn zaken voor het gewoon willen los zijn. Dan denk ik dort. Voor zaken holen en dan wonen we dan hier en dan hebben we je firma geleerd. En ja, een verbeterd. Dat zo weit. Dankeschön. Ja, genoeg. Ik ben Sneeuw Schmidt. Ik wil hier mijn zeugnis vertellen. En ik ben mijn touw opgewassen. En 5 jaar van de school toe wat aufgehört. En dan war ik dan in de schooljaar. En dan ik denk dan van 13 jaar begonnen. Begonnen op te gaan. Waar ik allemaal het slechte leven niet veel. En dan van 17 kwam je aan te spazieren. En mijn man reed allemaal doorgaan, die wil niet mag ook neer blijven. En dan ben ik gekomen en ik dacht ik allemaal zo. Dat ik wil het ook niet doen. En dan van 18 jaar, 19 jaar waar ik dan probeerde op kartoffel even ging en allebei halfgaan daar even rein meer. Dan voor een aan oudsten taal en ook zo natuurlijk voor de was zijn en voor een wat op verleid zijn. En dat valt ik aber niet doen en dan lijkt dat weer. En dan de stof even gewoon weer en dan bevrijd we ons ook. Dan hebben we ons dan steeds bevrijd. Eerst steeds ging ik zo schijn, dan gingen we met allemaal schwor. Dan in maanden wil allemaal hier gaan, ik wil het aber niet. En voor weer het krijgt wie dan op een maand op vrienden gaan schoven, dan kan ik dan zoveel aanreden wat dan. Maar therapie komt uit. En dan, als dan een paar maanden, dan denk ik, mensen die hier gaan, hoor ik zoveel om me reden, maar ik dan ook met hier ervaren. En dan probeer je dan mijn familievrijheid. En dat hebben we dan ook zo schijn gegaan. Maar ook veel geholpen. En dan ben we hier dan, denk ik dan, schon familievrijheid 3 jaar en ben we hier dan een paar jaar 3 en dan heb ik mijn voer met 3 uur. En dan hij wees, dan vind ik dat dan, als er dan bij mijn ouderen dan nog weer aankomt, dat is best echt, wat ik best allemaal mee verloren dan zijn mir best wat ik allemaal mee verloren en dan twijfel ik dan hij wees al zo wat ik wil. Dan kom ik als best te zijn, maar dan best ik mee verloren en dan wil ik zonder me best 3 jaar ben. Dan mis ik onder het nog aan het kameren. En dan week dan 2 weken. En met 1 van de week ben ik dan thuis weer, alleen. En ik kwam de preerstuk nog aan, daar de ouders dan in de woonmeer naar motorsprei. En dat bracht ik geen moed wat er aan komt. Ik had geen weet voor dat er wat het te mij zei. En dan weer dan daarnaast ook wat dat me dan kwam holen. En dan van de heen
Så dann hier war und habe so schon gewohnt. Die erste Zeit bei mir bis so schwer war. Mir fällt ich bloß so an, wie ich so allein. Ich kann mir immer so an Zweifeln an mir janken, ich muss mal zu leben. Darum denke ich mir, das hier bloß. An ik twijfel is grillig zo. Ik heb zo een twijfel aan. En dan hebben we hier 3 Monate gewohnt. Dan reden we iemand en wie een zu Oos en daarna en dan bekeer ik me hier dan. En van de hangen als mir bis zo leeg worden. Niet gewist wat een hart nog kan zo leeg worden als het dan wie worden. But so wie dann, Dankeschön. Hola, mijn naam is Uram Deg. Geboren ben ik in 1990, 3 Großes en dan abgewassen. Dann in der Schule gewohnt bei 13, 14 Jahren. Und dann von der Fuß an begossen habe. Habe Fuß für alles seine Freunde, alles immer die Lehrer und die Sigur und die dort trinken alle müssen dabei haben. Dann habe ich dort auch einmal von Fuß an bei Messbad nu. Und dann in der Dan trok mijn ouders van doen naar El Carmen in de Gemeinde door. Daar heb ik 1 Jahr gewohnt. Ik denk, dus ik kan me niet slagen. Dan had ik bonden niet down. Ik wil me uitleven. Man kan Spanje maken. Maar in de Gemeinde waar we leven, je 4. En dan vangt de voer aan mij en holen we 3. Dan van toen trainen mijn touw getrokken. Denk toen nog bij 18 jaar begonnen was. Dan wilde we mijn paar ons bevrienden. Dan voer ik met mijn moeder en oudsten. Dan sagte hij den alles vertellen en als einer geraakt. Also vertel ik den alles. Ich fahre hin, frage mein Pa, sie nu daar zijn. No, dat moet hij naar de Gauw gaan vragen. Also denk ik dort nog. Dan fuhren wir nach Hause. Ich tue dann fragt meine Mama, was habt ihr getan bei den Ältesten? Da ich dort überhaupt nicht. Da kann meine Söhne nicht mehr vergeben. Was dem, was er soll. Und dann denke ich, dort wie jemand geworden. Und dann bloß wieder das schlechte Leben, bis wir bleiben die ganze Zeit. Und dann haben wir uns befreit. Dann habe ich noch ein paar Jahre in Manitoba gewohnt. Dann trieb ich mal als Modjas. Von hier auf die Wahl geruht. Und dann haben sie meine Frau, wir haben die Weitbach getragen, aber ich kann mal keine Angst kommen. Und dann trag wir in der Carmen. Dann habe ich 1 Jahr gewohnt. Dann war das Leben so schwer und jährlich. Dann fuhren wir nach Cerro Grande. Dann habe ich durch, wo die Zeugnissen für die drin übergeben. Das Überdecker von Pavrito verteilt ihnen ihr ganzes Leben, wo die suchen wollten, alles einmal durch und dann drehen wir zusammen an. Und dann können wir aber nicht angeben. Und dann haben sie nur gefragt, wie wir eine Arbeit sehen, und sage ich, ja. Und dann haben wir eine Arbeit an Klipper fahren. Und dann haben wir uns ein Pavrito in der Rente und Lotte geparkt im Haus. Und dann haben wir im ersten Jahr gewohnt. Und fuhren dann an meine Samenfahrt in die Kirche. Und wir bekehren die Menschen und mir wird am Euboden und dann kann man nicht heimgeben. Einen Tag kann man heimgeben, können wir zu bekehren. Und dann wir alle schwere Leben, wir alle wahr und so ein leichtes Leben durchhängen. Dann kann ich die Bibel lesen, kann ich die verstehen. Dann habe ich durch die Stadt gewohnt, dann war immer mehr. Ich bin da nach, wo wir bis mit Krieger fahren dann. Und dann die Bibel nehmen, dann kann man mir noch mal an.
Dan Patrick war trainer en Jeroen var trainer Carming. En det här vi på så här försvann. Det var stått så där med det. Gott väl den amtligt Menschen haben var tre. Det var så svårt. Jag visste inte mer ut. Dan har jag dan point det 7 år föran till bron och det kokade en drink. Och det var inte mer nu. Man började med en främling och jag tror fan att det mer ut. Dan började med och jag tror att marijuana började. Och det gick nå. Dan får väl så lek. Dat hem een stootje. En weer dat ga ik een zaadje. Dan de heer bouwt on. Dan zei dat de troost, bro. Og dan denk ik met feierstagen steigt geht direkt min Verstand betreiben. Dann wird es schon. Dan denk ik niet maar weer als dort. Dan kan ik 3 en dat weer uitschaffen en voor een tante Anna heb ik een paar woorden lang die bij je voor. Bij mijn ouderen. Naar voeten bij me. Ik me wordt er met die leven nu. En daar ik in nood. Het is gleich onderscheid. Ik zeig die mir Audios und verschiedenes das. Und du warst mir einig, wie müssen bei Route hoffen. Na, dan komt dat samen en zijn we 3 in Chihuahua. Mit 500 Gemeinschaften, 500 Menschen. Wir können einfach in der Strafe nachher auf 2 Stunden, können nachher brauchen. Können nachher Busse tun und bitte sagen, Gott nimmt einen nachher 3, wenn er ganz persönlich wird. Oder zu sein, die haben eine Sinn nachher alle bei, dann können wir nachher ein leichtes Leben haben, zu wieder, können nachher den gut verstehen. Können aber für den leben. Und ich tat so Gott auf, dass ich nur bei ihm auf dem Prof nachher 3 zu kriegen. Das einmal zu sein, manche können auch anders leben, das haben einen großen Sinn und das alles starke Brauchen Bestand betreiben, dann kann leicht leben haben. Und dann pendant wir dann mit jeder Hand, die Frage, wie wir Busse tun haben, ich habe ein leichtes schönes Leben haben, ich habe ein Verstehen und mal Leib haben. Ich habe dort, wo in der Bibel war, verstehen, ich habe das gelesen. Und sozusagen Gott, das ist ein gerade Wort, der kann einen Mensch Fehler, kann einen Fehler angeben. Und wir verlangen haben, wie wir waren an die Gemeinde am Weg geschlossen, mit seinen Tomaten arbeiten. Und dann war es dann so weit.
So ik wil hier van mijn leven vertellen, wat God mij gegeven heeft. En het is groeis zijn geboren in 1988. Dus ik opgewassen. Voor 3 jaar dan trok mijn ouders de blies. Dan doe ik mij van de school te gaan. Van 6 jaar. In het 7e jaar had ik een fijn schoolleraar. De schoolleraar had immer zo, een dag in de week, en mir kann uns die hier te schrijven. Ik freue mich immer sehr toll, aber mir macht das immer sehr schwierig. Ich fühle mich dann als kleines Jahr all getroffen. Dann müsst ihr leren de weg tragen, weil die Menschen können sich nicht verstehen mit denen. Wir von Old Mexico, dann müsst ihr trainen Old Mexico tragen. Da wird nicht gut, dass die Kinder lernen dort. Dann habe ich wieder so eine Schule gegangen, dann dank muss ich was. Wieder nicht mal so für Sachen gehört über die Schrift. Das ist alles auswendig gelernt. Dann trat meine Eltern 3 hier in Bolivien, wenn ich 8 Jahre wieder. Dann von Döne Milagrosa. Und du sind ab Bosnien abgegangen von 16 Jahren. Ich habe ein sehr schlechtes Leben geführt. Dann von dort trat meine Eltern in den Norden. Und du habe ich angefangen zu spazieren. Dann von dort trat meine Eltern trainen in Manitoba. Und dann kam mein Partner mich hier heran. Und spaziert wieder. När det är färden från höjden 20 år för men det gick vi uns sich schon befreit haben. Als wir uns befreit haben, dann wird wir 3. Dann ging wir til Toffe übergehen und da ich so all meine Sinne, was ich tun getan habe, die würden mich dann vergeben worden, aber ich bin ältest was, aber meine Papa sehen mir das all. Und ältest von allein dann nicht nie. Wir müssen beten, der war. Nach von nie war geworden sein. Dat allein daar ben ik nieuw. Dan zie ik verder naar huis gefahren, ik ben allemaal onderwijs kijken, ik ben gleich thuis. Dan zie ik verder naar huis gefahren, ik dacht zo nu weet ik niet meer wat ik doen zal. En als ik thuis van wie met mij, dan dacht ik zo over niet denken. En huis komt het vrij zo groot en alweer. Het leven wordt niet leichter, dan dacht ik zo van mensen eerst voor bevrijd gaan, dan wil je leichter worden. Dat is zo wordt toch allemaal. Dan bevrijd we ons stad. En wenn sie uns befreit haben, die ein Jahr von hier. Dann später, wenn ich Jahr zu schwach werden, da werden die umfrei ist, was unsere Schwester ist. Dann später, wenn ich Jahr zu schwach werden, überwiegen uns voll von hier. Und ich dachte, so sei lang nicht. Zu mir haben die dann gesagt, die Fuß und Körper, die alles haben, da werden falsch profitieren. Und dann tragen wir in den Norden. Als es durch keine Trouble gekommen. Dann müssen wir schaffen fahren, wie wir zu eten haben. Da fängt als Knopf. Dann fuhren wir zu Grane und durch meinen Mann mit der Kirche. Ich dachte, ich will nicht mit der Kirche fahren. Wenn es sich 3 wird, sie werden wahrscheinlich durchgehen, wahrscheinlich dass die hier tun. Du wirst recht, was du predigen dein. Das Evangelium, was wir sollen haben. Dann komme ich dazu an, sehr lange nicht weg. An den nächsten Sonntag wieder Gemeindetag. Dann sehen wir uns, heute Gemeindetag fahren. Ik dacht, ze zei lang niet weer met fahren. Ik blijf 3 met mijn kinderen. En met andere kinderen. En dan dacht ik, dan hebben we lang kennen, wie we van zo'n mensen wegfahren. Ik wil niet first 3 met zo'n mensen fahren.
Dan hoef je niet jetzt niet arbeiten, dan voel je mijn toba. En dan heb ik gezegd, doe je mij niet fris voet drinken, doe ik blijven. En voor de met een chihuahua wilde ik hier met een chihuahua en wilde ik de arbeid zien. Ik hoorde niet arbeid te vangen. En dan had ik de wijsheid. Winst kwam in 3. Dan vond ik dikker den over van Paurito, ze doe even ons hoofd komen. En dan heb ik gezegd, wel ik doen, doe je Paurito, dan wil je niet zo'n mensen zijn. Dan voeren we doorgaan. Dan waren we abends weer sport weer. De omtje voor de doorheen voor het houden, weer krijg ik dan. Dan had ik lang zo schwaar gehoord, maar ik niet voets met een kwak. Ik kom hier allemaal zo vorig. Met een stukje kwak van woede kwam. En we hadden in zin nog dat ik bij mij zo een dag mee uitving. Wat het horen, wat het weer. Nou, voor ik met een voets in eerste zin gereden met de gruise aan, dat ik de boodschap die hier had, die is een strenge boodschap. Dan word ik dat ook voet naar de Engels verloren zin weer. Ik geef me ook niet gaan, ik schoof er allemaal wat het zien. En we alle zinnen starten weer voor 2 maanden. Nou, eenmaal reden we hier zoveel aan. Dat zo'n mensen als ze leeg worden kunnen, als de straf zeer, dat wil ik ook doen. Ik wil ook zo'n licht leven gaan. Ik kan nou allemaal schwaar gehoord over mijn zin, oder wie vind ik hem vergeven. Dan een zin nog wat de Parijs van de stad de predigt doen. Dat reed me zoveel hard aan, ik kan niet meer opstaan uit de kerk komen. Dan bekeer ik me door die zinnen. Ik heb mijn leven gehad aan. Haft dan ik zo waarschijnlijk gewoon, ik kan de straf beter verstaan. Wie weer is immer zo, wanneer reden van de dodes begroeven. En denk mir immer zo, zijn dürft je dit niet meer, zijn kan het niet meer delen. En voetsen hier wie mir zo klar deutlich, zijn wat dood en geloven weer. Die kunnen de dodes begroeven. Dan vangt mijn familie het überschwor an, wie für den Dickershofen dahin, daher. Schützt je daher. Dat de ganze Weg even niet naar huis komen. Dan te zin nog komt die dan fährt man zin nog bij het meer. Dan wil je weer te arbeid voor, dan laat ik met aanbellen. Dat hoort heeft geen zin, maar bij een christelijke mens voor of voets nu de kerk aan te de arbeid doen. Die weet wil het einfach starten, müssen de arbeid doen. Dan waren wir uns einig, ich sehe, dann schützt sie wieder, dann will ich also aufhängen, dass nicht mehr alle Sinne so kommen, bis zu alle anderen Sinne. Und ich dachte, wir haben uns befreit. Ich bin nicht für meine Familie allein verantwortlich. Wie wir in Bär. Dass die Kinder jetzt dort unser loses Leben kriegen. Und die Futter, die können morgen essen. Dann sehe ich, wie wir in Klei fahren. Dat we nog moeten taub zijn. Dan voeren we 3. Dat staat me allemaal zo ver, de vriend van ons te zijn met te houden. Dan denkt ze boezig, we zijn plicht voor de wereld, leed dan 3 voor. Die waren het niet moeilijk aan. Die voeren nu de kerk en we voeren de voet, we zijn wel niet met de kerk voeren. Nou, toen we in oben tjoen, de ganze Weg even an mijn man kon niet zijn. Dat had ik ze, dat veel ons grillig zijn nodig. Dan voeren we 3 in Noorden. Dan zijn we door waar bij. Op het examen met mijn hart zie ik er niet bij komen. Fresh. Ik voel me niet frisch met niet werk door, aber für Menschen, aber nicht für Gott. Dann fängt das Leben schwerer an für mich. Ich frage mich immer so, wie wir von Gott weggedreht. Wie wir von Gott weggegangen.
Dan vroeg ik om te beden, want het zien wel weer wie we een treetje gaan, wie we een trainen zijn boodschap voor, hoe we verstaan kunnen. Dan voelde wij voor ons fris. En dan zit ik nog 2 maanden en dag in het huis komen. Wie wird grüßt uit treurig thuis. Ik zie mij weer de hoopschule wie moet de boodschap gegeven doen. Ik zie mijn hart verlangt de grüßen. En mijn vlees wil het ook niet. Ik wil mijn moeder niet frisch beleiden. En dan komt het aan, want ik om mijn moeder denk, dan heb ik ook mensen voor. Dat we niet zo mensen voor gaan, wie zo'n Gottes voor gaan. Dan komt het aan, waarvoor leuk God eerst even aan zich houden, wie 2 spiekje. Dat hij aan zijn nieuw leven de chansen houden, wie 3 in de venster is gewoon weer. Maar ik wil allemaal niet de verste gaan om de fris voet voor. Als dan hoor ik, oh, veel aangezegd, wie gewoon fris 3 voor. Da haben wir so, wo wir meine Augen denken, wenn ich den Vergang merken würde. Dann fuhr der Wagen, dann sehen wir die Schwester noch, aber ich komme noch für 3. Wir waren hier, wenn die Schwester waren. Und ich sehe, wir würden auch. Dann fuhr wir ein paar Wochen schaffen. Dann schrieb wir ein WhatsApp von bei mir. Von oben den Bruder. En dan deed dat waarom we weer van het licht weggaan, waar we licht gekregen hadden. En in hellen ogen hadden. Waarom we 2 in de vensters naar vorm weer. Dat denk ik juist nog een licht leven. Waarom we niet laten trainen hebben, we onze kinderen nog wat leren. En dan trap mijn kerbe zo vol, ik kan mezelf niet moeten spelen. We spelen mijn vingers en alles dragen uit waar alle vallen. En daarna ga ik zo even slopen. Ik ga even zo leicht het leven. Ik ga staan mir immer so ver. Dus de hele jes moet echt aan mij komen. Dan weer ik ons ontwijfel. Ik zie van hier vorm. Hoe we de boodschap van hier kunnen. Hoe onze kinderen kunnen geen stund gaan. Hoe er van ons geleerd wordt. En dan voel ik hier aan. Dan ga ik ook wat boete doen in mijn zin. Juist heb ik ook wat vergeef. Als ik zo luister, doe je ons allemaal wat fris aan, van wie ook wie wegkomen van aan. God valt niet zo leeg als wie doen. Ik krijg me allemaal wat aan, dat ze wie komen, dat wie waar zijn tegen die komen. En ik ga een verlangen met die mensen op te nemen, dat we willen hier weer met hebben. En weer God zijn, wat zo weet. Ja, noches. Mijn naam is Jep Wiebendoof. Ik ben geboren hier in Bolivien, in Santa Cruz, in 2000. Maart in 16 en ik ben ook opgewassen. Hier in Chihuahua, aber 7 Jahre en terug naar steeds. En in die 7 jaar wat mij hier nog denken kon, ben ik immer in so Gast, dat je jong was, immer bloß sein te jagen. Sag nerven nicht mehr, aber ich irgendeinen Frieden kann. Ich habe immer bloß Sachen anderen, tote Sachen. Meine Schwester hat viel Tee gesagt. Und so ging mein Leben auch wieder. Ich kann einfach nicht, aber ich muss irgendwo gesperrt haben, mein Leben viel zu ändern, aber ich muss gute Worte haben, irgendwo. Aber wir steeds weer doen ze direct dat zum ersten Mal wat dort een Welt eingeeft. En dan zeiden die over de Welt ein, dat we dichtbij. En dan zaten die al immer een dood, wovon
dag dat we zijn en dan merkte ik dat immer so schwer der war. Und dann habe ich gesagt, sei da vor vierten Welt enger heb, das dürft ihr nicht mehr sagen. Und dann, als wir dann von der Schule war Tisch wieder, und dann früh hat meine Mom, meine Geschwister, wo dort mein Worten Welt eng wird. Und dann erklärten die mir das durch und dann sagten die, du man dürft mir nicht schwor mehr, und wenn das wird nicht so schlimm ist, was sie das sehen. Da könnte keiner an Dudum sein, wovon da dort wird sein. Und dann tröstet ich mich, du merkst, wie mir das kurz vielleicht, ich habe mir das in der Schule so schwer gemerkt, dass so, wenn das so wird, wo vielleicht mit meinem Leben. Und dort so, ich habe Nerven nicht, weil mir das erst zu Horten gegangen, wir sind durch die Kirche gefahren, habe auch in der Sonderschule mitgemerkt, ich habe viel andere gehört von ihr Leben, für sie sich haben bekehrt. Und ich musste Nerven nicht zu Horten gegangen, ich hatte nicht mal gefragt, voor en dat u allemaal gegaan hoor, wat wir schwer hier in Bolivien flogen und in 2011. Und dann hier ich hier das erste Mal eine Botschaft, mir redet sie an, du klingt mir das erste Mal Wort, eine Bekehrung für. Und ich glaube mir, aber Tag ging bloß war 3 Ried, das er wir noch nicht bei mir, ich bin noch jung. Mein Leben, das hat nach langer Zeit, ich kann mich noch bekehren. Und so ging mein Leben noch wieder. War Jungschar, ging ich zu Jungschar. Ich habe auch viel Tanz mitgemerkt. Einmal auf Goes mit Motto, irgendwo sein Ite-Euven bloß mitmerken. Und dann, wenn einer ist einmal Tisch wird, dann verspricht ja einer einmal all der Pastor, einer hat ja nichts getan. Einer wie bloß mit dem Motorraum gefahren. Einmal bloß gegen die Älteren. Und so ging mein Leben wieder, aber ohne 2014, und wir hier oben schauen. Und dann durch, so kann ich mein Leben ändern. Ich sage das, wovon sind ich wieder, ich kann das nicht wieder. Und so bekehre ich mich durch. Mir war das Leben durch gleich. Ich kann das ganz sagen, Gott hat mein Leben geändert. Ich kann die Bibel lesen, mir wird es leicht. Das hat einen Sinn, wenn ich die Bibel lese, dort vorher ich lese, da kommt immer die Bibel. Aber mein Leben, das soll mir leichter werden, und das darüber nicht. Irgendwie, da fällt es mir so, dass wir bloß ein normales Buch, das hat keinen Sinn. Und als ich mich bekehrt habe, dann kann ich Frau mutig in die Kirche reden, verteilt auch, was andere Jungs dort. Und die waren gerade mutig, und sie gingen dort auch für eine Weg lang, wo ich so Frau, wir bei mir dort schon ging. Und dann kam ich war denselben Gedanken an, die Bibel, das wir bloß ein Buch, das hat keinen Sinn, die lesen. So habe ich die Bibel auch und sieht ihr leicht, ich habe lang unter ihr Leben, bloß glücklich war ihr was. Was ist ein Abend, als wir bestarbt werden, schauf den wieder auf von Hus. Und wir haben bloß mit unserer Arbeiter da bestarbt, und dann fragt mich ein von der Arbeiter, was ich mich gleich bekehrt habe. Und dann sage ich, ja, was heute das wisst. Und dann sage ich, ich habe ihm das mir verteilt, und ich lebe dort aber nicht mal aus, als ich will. Und dann sage ich zu denen, ich lebe dort lange nicht aus. Und dann frage ich mich, was ich euch beten soll für mich, und dann sage ich, ja, ich soll. Weil ich will nicht länger, so steht mir wieder in der Ult. Ich habe viel Tanz, Leute, wo ich einen anderen habe mit schwer gemerkt, das Leben schwer gemerkt. Und ein anderer, der fragt mich, aus dem Christenleben, als dort bloß dort wie, wo ich dort, wenn ich sehe, was ich bekehrt wird. Und das schlug mir das so an und sehe ich, dass wir nicht dort. Ich bin aufgefallen davon und ich kann mich nicht vor drei reden. Und so sehe das, Arbeiter zu mir, heute wird beten. Wir wollen bei der Hauptgehen beten, dann beten wir die Augen. Und dann, als wir schwer kommen von der Stadt und den Sonntag, dann kann ich auch frisch Buße tun über mein Leben. Mir war das schwer, ich hänge weh, als wir in ein Haus kamen. Und so kann ich auch Buße tun. Und mir hat das hänge auch schon gegangen. Ich kann auch wieder vom frischen Anfang mein Leben. Ich habe da hänge viel belebt, meine Gebete, wenn ich wollte. Du sagst, ich bei Gott halten da, Gott will mich treu, er will nicht haben, was ich verloren soll sein.
En zo op de eine Jugendfreizeit, Zeit, wo wir hören, behüte dein Herz, das Thema, wat wie du immer ging, red met ze aan. Ik dacht, ik zei, du wil ik zijn, dat wil ik te doen. Ik wil mijn hart bewaren, ik wil niet frisch opholen, ik wil mijn leven verder meer. Ik kom ook wieder, aber ik kom Schwierigkeiten maken, ik val weer auf. Leute, die Bibel ook weer lezen, die beamen, beten ook van mir dat schwer ging. Aber ich komme auch wieder nach. Und so habe ich auch wieder könnt durch mein Leben leben. Ich habe mich auch einige geworden, zu der Taufe und übergehen. Ich bete auch, dass ich für die Gemeinde eine Haupt sein und die Gemeinde mir kann eine Haupt sein, so weit. Buenas noches, mi nombre es Benjamin Wieb. Ik ben geboren opgewassen in Tres Cruces. Al kind ik had naar school gegaan. Ik leerde lezen en schrijven, maar ik deed jammer te verstaan wat de bekering weer. En ik wist niet dat mensen bekeren moest om geraad te worden. Maar ik wist dat er is wat veel. Ik had allemaal het gevoel dat ik ständig geraad werd. Veelmaals dan zo is. Ik kon niet aansluiten, maar ik had angst, want ik wist dat ik de stad verloren ging. En zo heb ik dan een zeer zware tijd gehad. Maar ik afgehaald werd en trok mijn ouders hier in Chihuahua. Ik ging hier ook te kersten. En ja, toen leerde ik dan maar uit Gottes woord. Ik leerde ook wat de bekering weer en dat mensen moesten zich bekeren om gered te worden. Zo dan kwam ook de evangelisatie van Beat Avery. De eerste werd overigens met dat zagen aan, maar ik kreeg eerst niet den moed den stop te nemen. Maar den derde oog, met dat thema kwam zagen aan. Ik ben mir heilig, ik blijf treu, ik durf met deiner darüber reden. Er erklärt mir den Heilsplan, wie ich dann zu hören, wir dürfen beten. Und Jesus verjährt mir den Sinn, er nimmt mir an. Und dann sagt er, ich der Seelsorge durchgehen. Er kann so Frieden mit, das wird sehr leicht. Und ja, so ging dann so erscheinen, ich habe Zeit oder ständig stille Zeit mir wird sehr mutig und mir verweich. Aber ich habe schwere Zeit, ich fall wieder ganz auf. Lebe an mein Leben glücklich. Es ist mir einfach gefallen und so habe ich dann gelebt. Ich habe verschiedene Sachen gebraucht, um mein Leben zu fallen, aber war dann die Evangelisation von Wilhelm Halsheim. Da redet mir auch paar Sachen an. Ich darf auch mit dem Seelsorger darüber reden. Er erklärt mir nochmal den Heilsplan und ja, Jesus nimmt mich auch frisch an, er verjährt mir nochmal. Ja, er zijn heel zware tijden gekomen, waar ik zo kalt werd, maar Jezus weer allemaal wat doet voor mij. Hij geeft mij allemaal kracht van mij ook veel en vergeeft mij wanneer ik veel aan mij ook. Zo mijn verlangen is nu ook dat ik in de gemeinde bij te komen en ook weer van te zijn. Dankzij. Buenas noches, ik ben Frank Wieler, ik ben geboren in Canada. Ik doe bij een jaar heb ik gewoond voor van een paar jaar. Ik heb ook in de school gewoond. Ik heb ook allemaal van de Bibel gelezen. Ik heb niet meer nooit gedacht, wat ook waarlijk in de Bibel geschreven stond. Ik wist dat zoveel dat wanneer hij wel in de hemel aankomt, dat hij een smaak zijn. Dat heb ik dan ook zo probeerd te doen. Ben ik hier 8 jaar weer en kwam weer in Bolivia. En hier heb ik een herstelling gewoond. Hier heb ik allemaal de Bibel geschreven gehad. En waar ik aan dat Jezus voor mij ook niet te sterven weer dat ik een verloren zin weer zit. En ik kan wat 2014 dat ik een overgang weer doen zeg ik ook kan den oven ook trouw blijven. Ik kan ook positief in mijn leven. Ik heb me ook een bekeren. En zo weet ik dan mooi. Ik heb een jongste en ik heb een schijne tijd gehad. En ik heb dan ook weer ook waar hier afging. En ik heb ook zelfs de muziek gehoord. Ik heb een zaal weer drauf bij deze overgang van hier bij jongste weer. En toen ze reden me ook zo aan. Ik dacht ook waar trouw blijven. Ik heb ook een waar fresh opmerken. Ik heb positief doen in mijn leven. En ik kon de Bibel lezen. Ik ben ook dankbaar dat hij ook mij ooit nog voorzien kent. En dat ik ook mijn leven heb meedelen. En dat ik ook dat vriend kan zijn.
so wie. Dankeschön. Buenas noches, mi nombre es Duf Bila. Ik zie in 2009 in Paraguay geboren. Kon ik Rheinfeld, wat 2 jaar, 3 jaar was. En zijn mijn ouders nu Cerro Grande getrokken. En ja, toen heb ik naar school gaan, wat met 14 jaar. Dan van 15 weer de jugend, toen ben ik jongschar. En ja, wir haben einen Freund, wir brauchen nicht, wir können nicht geschätzt sein, sondern wir können gerade jung sein und Dummheiten haben, brauchen eigentlich zu verstehen. Und dann wieder durch ein Jahr Jugend oder so, vielleicht nicht mal, traf meine Eltern von Cerro Grande nur Mann und Jahr, dass wir angefangen, das fängt den Titel an von Australien, oder wie Cerro Grande. Dann ich durchgewas und Freundschaft sei an mich. Du wirst dann nicht Freunde, aber ich kann top sein, aber betrachten bald haben. Und dann ging das Leben wieder los. Der Zeit, wo ich nicht die Freunde gehört habe, wie ich auch den Titel ja, aber dauert die schwere wieder, dann ging das wieder los. Und ich habe meine Eltern sehr wenig ihr bewiesen, der Zeit oder keine. Und ich soll was tun, das war nicht fähig. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass Kinder sollen ihre Eltern ehren. Ich das nicht. Auf viel Ansehen gebraucht hat mein Leben, dass ich das nicht getan habe. Und ich wiederhole, laut zu sprechen, gehorsam zu sein, was Leute dann Segen sein. Und ein Tag wird eine Botschaft geklärt, wie ein Mädweg. Das wird immer ganz was extra durch. Und mir redet es an. Und aber ich weiß, dass mein Freund, der nicht war, so ich bleibe. War das ist einmal. Und Luda ober, ging ich mit meinem Vater reden. Ich bekam meine Sinn, aber die Bibel sagt nicht, dass wir den Sinn bekommen, sondern Jesus in Glauben annehmen. Und weil wir dort waren, dann wird Sinn bekannt, ist herumkommen. Und ich habe aber nicht so reich früher. Ich ging durch die Taufe Jahre, aber das mir nicht so reich sein. Und ich sind fast schon ganz aufgefallen. Und was nicht ein Wenner willst, was nicht an Jesus an Glauben annehmen, dann kann auch nicht bestehen. Und dann fuhr ich fast nach Mexiko, kam 3. Und da ich dort kriegte Italien nach Hause. Aber das war dann nicht der Fall. Und über dem habe ich hier Freunde gekriegt. Toevallig, direkt dort direkt eine Nummer früh. Über dem kam ich in Kontakt. Und als ich kam so weit, dass mir war angeboten, dass ich hier ankommen. Und ich dort ist es nahe Leute geworden. Aber ich bin hier angekommen. Ich fange hier an mit der Taufe zu gehen. Und mir ging es schreien. Aber den 14. April gleich wieder in Sinn der Tag, die fangen normal an. Ich fuhr mit ein Signalrad. Und dann passiert was ganz Schreckliches. Meine 2 Freunde werden nur ein Pass gefahren. Mein Freund hat sich dann Motor gekauft. Sie 3 kamen in Cochabamba, in 400 Kilometer Ried. Sind vor eigentlich mehr durchgekommen. Ich hatte Fußaudios gekriegt, aber ich habe nicht ein Signal, ich konnte nicht gekriegt. Und das war dann mein Hochfeuer, Ramgewas, was Klockfeuer, aber ich dort dann auch
En dat speelt ik zelfs van de dood niet. Hang op mijn eigen horloge. Zo zou ik bij. Dein vriend, ik daar weer een begrafenis, waar een man doodkielen daar. Snels paders van Sergio Grande. Dan zei hij, we weten niet, als we niet van het zijn. En nu ja, nu is het heute. En mir redet dat aan, dat weer een eerste gedanken wat ik hoor. En ik durf met mijn zoals reden. Ik zie zo dankbaar voor de belevenis wat ik daar kan gaan. Jezus en geloven aannemen. Dat voor werkelijk vrede brengt dat. En ik kreeg werkelijk vrede. En geloofheid. Alles op God te vertrouwen. Maar nog beste trouw wat ik aan het jaar leven daar. Ik hoor zeer veel. Het zelfs maar gedanken te doen. Ik plong dat ook. Maar ik wist niet veel. En dan wist ik. En ik wil het ook doen. Maar du weet wat. Ik leer het hem. We gaan er wat. En du nu ja, niet weer al nu weg kan. En zodat het in oefen is. Dan even hem te mij gaan. Ja, en ik kan me hier fresh. Werkelijk Jezus aannemen en geloven. Ik kon de Bibel veel beter, veel klarer verstaan. En ik zie God dankbaar dat hij mensen brengt dat te mijn leven vormen. Ik heb ook verlangen de gemeente met te hebben, met te houden. En ik wil me ook wel bij de donderdag bedanken voor de tijd wat ze hebben gebruikt voor mij. En ook voor de toevoeging jaren. Wat zo weet. Dankzij. Ja, buenas noches. Mijn naam is Frans Friesen. Ik ben 16 jaar oud. Ik ben geboren in Manitoba en ik ben door opgewassen. En toen ben ik dan ook opgewassen met 5 jaar en dan vang ik aan de school te gaan. En dan ben ik de schooljaar daar gegaan van 5 tot 12 jaar. En ik versuche goed te leren. Ik heb ook geleerd schrijven, ik heb geleerd lezen. En maar ik heb helemaal geleerd wat en wat werkelijk geschreven staat. Ik versuche plus dat ik weer met lezen en alles tot vers te komen. En even over versuche wie weer het meeste trouble weer aanrijden kan. En over irgendwie dat schoof niet. En zo ben ik dan ook de schooljaar die waren. En 14 jaar dan vang ik ook aan. En toen hebben we daar wacht gegaan. En dan dacht ik bij mij zo, allemaal een beetje terug. Als ik 10 jaar ben, mij werd allemaal aangeprecht, wie müssen smaak zijn en wanneer we niet smaak weer. En dan wil we nog moeilijk naar Holland komen. Dat is wat mijn ouderen mij allemaal zeiden. Maar ze zeiden schon mal, dat we müssen Jezus aannemen. Als ik 10 jaar ben, dan had ik een accident en voel me een paar meer attracten even. En toen ging ik over, dat was een groot probleem voor mij. Mijn pa die zei dat ik mijn smaak zijn over de stroef niet kan, maar ik kan doen wat ik wil. Dat was een groot probleem wat mij weer even van me attracte. En dan leef ik even zo weer. Ik ging immer weer in de wald en deed alles wat ik wil. Ik ging immer geven, mijn pa dat zo mij naar schoon ging. Van dan wat zei dan dat immer een klein beetje anders staan, dat hij dat niet zo wil. En zo ben ik dan weer gegaan in de schooljaar waar ik dan op Goosnap ging. En toen heb ik dan ook een zeer slecht leven gevangen, voet van het aan met de separie allerwegen. Waar we immer wel wat top weer en toen misstrengt ik zijn omdat dat weer dan is, dan hebben we niet veel te vertellen. En dat ging immer weer. Ik heb mijn pa zijn immer aangehuizen gewassen, zoveel geld als ik kan. Snel ik me van die weg. Ik dacht dat ik veel het nooit uitstaan. En ik ben dan ook zo weer gaan, 15 jaar dan vang ik aan ons huis weg te gaan. En dan ging dat allemaal weer weg. We gaan als huis wat we top weer en müssen we drinken. En dat kwam ook zo weer dat ik weer thuis. En wanneer ik thuis weer dan dronk ik alcohol.
onduitsweg zo. Ik blijf niet maar ervarig. Dat ik mes wat hand in mijn verstand te hebben. En aber irgendwie kan het dan zo weit dat we ins USA voeren in de 9 region van Mantua. De voeren dan ram zijn om met de Anglo-Region te reden en traf je aan Sumatei. En dan wie met Emma versuche ik ook met de mensen gemeenschap te gaan. Ook waar meer aangeprecht werd dat Anglo-Region weer en dat de Volksje weer. Maar ik kan het niet geloven wegen van de mensen begehen of van met de reden. Dan zo'n vriendelijk te zeggen. Dan had mijn ma veel gevraagd. Waarom? Want dat wollten dat hij verloren gaan. Waarom zijn ze dan zo vriendelijk? En mensen willen niet vriendelijk zijn kan, want dat wist hij ging verloren. En ze ging dan weer naar een café met mijn onkel gereed. En die met me aan mijn moed, wanneer ik toen ook maar wilde niet kijken. En op ik daar kwam. En als ik dan doe, maar die jongen me traf, dan had hij me veel verteld. Waar zij hun kan Jezus aannemen en waar vrij zij leven kan. En dan, daarmee ik zo schwaar meer, ik heb zo schwaar het leven gehad. Dan had ik dat klaar, nu wil ik mijn leven ändern, maar eens wie mijn eigen kracht kan ik dat niet. En dan bouwde ik mijn vrienden aan, als we daar maar wonen te jong varen. Ik zei dan, we wonen bus varen, volleybal spelen bus. Ik wist we van de kerk, we niet schwaaien. En dan werd ik aber so uitgespaard, waarom dat ik weer in zo'n volksje en waarom ik niet weet waar Leute met een top waren zien. Dat dan ging als een erschijn, doe die mensen dezelfde niet, dan kunnen mensen niet schijn gaan. Dan heb ik mir Leute überreden en zeggen, paar Monate das Leben wieder so verbracht. Aber ein Tag dann kann ich das sein, mein Leben das schon nicht, wenn ich das so wieder mache. Dann sehe ich die Freunde auf und dann sage ich meinen anderen Freund, dann sage ich mit denen anstatt so wieder ihr Leben. Und dann mache ich das klar mit denen, dass wir durch die Gegend fahren. Und dann fangen wir an, die Gegend zu fahren. Und ich fühle, dass kurz in ersten Abend die Menschen da haben angehört, dass wir die reden anders und die wir noch viel läuft tun als wir. Und dann wird ich mehr Abend so weit ausgebunden, als ich mich treu bleiben will, wer sich bekehren will, soll treu bleiben. Aber irgendwie kann ich das nicht, ich fuhr immer zu singen stehen. Und irgendwie, das fühle ich so, als wann Gott da und mit uns wir führen daheim, aber ob wir das gut wissen, dass wir von unseren Eltern nicht in Frieden haben, aber die werden das schon mal lernen. Und dann ein Abend brachten wir eine Predigt ab Juni, dann reden wir so an, und dass wir in 16. März 2018, dann reden wir an, ich will bleiben, aber irgendwie kann ich mich nicht anreden, dann wünsche ich mich, wenn ich kurz beten will, weil wir dann wieder anreden können müssen. Wenn ich dann anbieten kann, musste man mit mir reden, als ich reden will. Und kriegt sie dort dann auch, dann sich dort zu Raum, und dann mich anbieten, als wir wollen gehen, über mein Leben reden. Und dann freut mich auch das auch. Dann gehen wir nach, habe ich in der Bibel gelesen, erkläre mir auch den Heilsplan. Und dann kann ich mich auch bekehren, ich kann Jesus auch in meinen Herzen neerkrijgen, ich bete om vergeven und darf meine Sinn auch vergeben. Und ich bin wirklich so dankbar für, dass meine ganze Sinnleben vergeben haben. Das habe ich mir unheimlich aus den Kern. Von daher geht mir dann so erscheinen, wie wieder, als ich die Seelsorge richte. Ich fühle aber so leicht. Dann sage ich das auch, dass mein Freund kommt dann etwa 3 oder an Seelsorge geredet. Dann teile mir das auch mit, dass ich auch bekehren kann. Und das gibt mir irgendwie so eine Freude, dass wir so leicht geworden an mein Hart. Und dann fuhr wir auch ständig Hand, die Bibel und Gebet stehen. Obwohl das nicht immer passend wäre, wegen wie für unsere Pflicht, als wir kennen für unsere Eltern, solange uns das nicht anwenden, sollen das nicht anwenden. Aber ein Tag dann kommt die Umschau und da wird mir dann
ik word daar die thema's waar ik ook zo moedig. Ik hoor ook vrouwen vrij de Bijbel te lezen. Ik lees ook de Bijbel en ik ook stille tijd. Waarom ik alleen weer doe bereik. Dat gaat me weer hopen dat ik weer kan voorbeeld zijn. En irgendwie de nächsten dag als ik me weer kind hoor, dan mijn pa die kwam aan naar mij. En dan de maakte dat irgendwie dat er wat met mij passiert weer. En dan weer 3. En dan weer een zin en hoe we een Ausflug met de Jugend. En mir werd ons dat vorher al gesagt, dat het een Ausflug zijn. En dan dacht ik zo, dat wil ik me niet daar gaan. Ik wil een vrijheid wil ik metvaren en je hebt dat niet een weg. En ik dacht zo, nu wil ik dan metvaren. En dan verloor ik dan ook klok 5 s'morgens. En wie de wil, maar nummer varen, voets nummer. Maar dan ging ik ook klok 5 s'morgens naar 18, wat ik dan ook vanavond metvaren kan. En had ik zo schijn gegaan. Dan had ik dat ook klaar met me rond verrooid, want ik ben naar huis gekomen. Mijn pa weet het niet om te worden. Dan nu wil ik een groot probleem hebben met hen. En dan we kwamen dan ook zo strijd. En dan kwam ik naar huis en ik was vriendelijk tegen mijn zuster weer in het huis. En waar ik naar huis kwam, mijn oudere zoon op in huis. En dan de nächste dag, ik kwam ganz vrij naar huis. Ik wist niet wat ik nu had wat aardig gedaan. Voor mijn pa had ik wat zo aardig gedaan. En de nächste dag dan kwam hij te mij zeggen dat s'morgens wie ik al verplicht was gegaan. En ten tweede dan had ik vriend me al zo beschreven dat ik weer ganz vrij naar idee kwam. En dan zei ik tegen hen, van wie met Jezus leven, van wie am ooit gaan, dan daar we niet mensen voor gaan, wie zou maar God voor hem. Maar irgendwie, ik heb een zware tijden, ik had grote problemen met hen. En toen weer dan nog de oomtje. Ik voelde ook jeder oom gaan. En dat weer wat zo wichtig voor mij. Ik waardoor nog veel, wat me toen nog geleerd. En ik was zo moedig. En dan kwam het zo weit dat het ganz sterk voor mij in de kerk waren. En toen ik een maand een beetje even verhebstig maar in de kerk gefahren. Ik ging het niet weg. Ik zei mijn ouderen, maar ik niet in de kerk fahren kan doen, dan wil ik het niet weggaan. En dan zo ben ik er dan verder dat God weer voor mij een weg op mij. Ik wil unbedingt voor de kerk fahren. En zo kreeg ik van mijn onkel hier van Abtjewa, Jon Friesen. Der bood me verder aan als hij mij gleich mal zal hier aanhoren. Hier en zo, van mijn ouderen niet schoof. Hier kan ik niet kerk fahren. En ik wil het ook keren, maar irgendwie, ik überneem dat niet. En ik had ook veel bed. En dan een dag kwam het zo weit dat mijn pa mij aanbouwde aan wie ik waar bij kerk was. Dagblad pleet, de handje voor en dan bouwde mij s'morgens op een bank op. En dan zei hij te mij, hij wil me zo lang ongebouwd lopen, maar ik weer niet weer verspreken. De vriend wil ik me afzeggen. Dan zei ik, hij wie zo aardig gezegd, hij laat zich van de vriend verzeggen en ik leef voor Jezus. Ik weet niet, wenn ik op de bank ben, wil ik niet van Jezus afzeggen. En dat dacht ik zo. Toen had me dan van klok 7 maar klok 2 uitbouwen en irgendwie had me best den gouden gedaan. Als ik de uitbouwen weer dan ben ik best de Jezus, dat zet mijn pa de uren op me aan de daar. En dan zei ik tegen mijn pa, wenn mij kunnen aan mij zo lang uitbouwen lopen als ze wil, ik wil eten en drinken. Jezus, dat had ik allemaal veel meer voor mij geleden. Dit weer nog niets, dit weer best op bewenkt, toen kan ik nog van liggen. En Jezus, dat had helemaal doodgemerkt. En dan waren ze daar, dan willen mij nog veel vaster aanbrengen, maar irgendwie kwam dat dan boomde mij los. Toen had ik dat dan klaar, ik werd verloren. Op een dag weer koud en dan blijf ik de 3, blijf ik de dan gewoon stout. Dan een oven, dan werd het wel veel zwaarder met den. Ik kan beschrijven maar in de kerk fahren, dan bouwt mijn onkel mij wat aan, de schrijf mij, ik was mijn zaken, wat ik deed, of wil mij dat denken. Dan zei ik inderdaad wat mijn pa. Dan dacht ik weer wegfahren, dan hadden zich dat irgendwie met de mannen bereid, die wil mij in Nervenhuis naar vieren. Dan dacht ik zo, dit weer niet nodig. Dan zei ik mijn onkel dat ook dat hij bloos slam weer. En dan bouwde ik aan dat ze mij zullen komen horen. En dan zei ik van dan ook hier op Chihuahua was.
En masse wordt als ik op 12 jaar dan vang ik aan veranderd te arbeiden. Ik kwam ik een vriend terug van Canada. En irgendwie, wir werden so fremd, aber wir werden ganz weit gedreht von Gott. Wir gingen vorhin gleich mal ständig zur Kirche. Uns wird viel wichtiger, wenn wir allein in der Bibel lesen. Wir verstehen uns so treu zu drehen oder für uns Post. Wir gingen bei von Gott und mir wird nicht mal wichtig, die stille Zeit mehr. Und dann habe ich so dort und stütze ihr Leben. Irgendwie kann ich das sein, ich muss mein Leben ändern. Das geht nicht mehr als das. Dann habe ich darf man deiner darüber reden und ich habe bara darf Buße tun. Geh es auf meine Sinne bara vergeben. Hoffen wir euch um aus den Kind. Und du sehe ich wirklich so dankbar für und ich sehe dankbar, dass ich hier darf bei der Jugend mit mir und mein Verlangen ist nicht getauft zu werden und bei der Gemeinde bitte kommen und mit haben mir Leuten zu haben. Das ist wieder einmal Dankeschön. Buenas noches. Ik wil ook vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. Ik ben Frans Dijk, ik ben 18 jaar oud. Ik ben geboren in Waldsebranza en door abgewassen met 4 jaar. En dan trokken mijn ouders hier naar Chihuahua. Ik heb hier ook de zinnerschool alle daar meer. Ich habe auch viel von Jesus gehört, aber irgendwie verstand ich nicht viel, oder habe ich viel verstanden, mehr auf der Mat zum Eure, aber ich versuche mir nicht da bis wach zu lenken. Und in der Schule, ich komme an der Schule zu gehen hier, ich habe in der Schule auch versucht, alle wegen Mathe merken, wo ein Gott sind. Und sie gehen auch wieder, und dann kann ich auch bei der Jungschule wieder. En ik voer ook een stoute jongschap, maar ik kende ook schon, Luda had ik ook andere vrienden, die gevallen ook eens uit de jongschap te voeren, die willen wel dat wat doen. We voeren ook een stoute in de jongschap, maar we moeten niet alles met wat we de maat met zo en we zijn jong aan. En dat hebben ze weet, we hier op met de jongschap te voeren en we samen, trouwens ons samen plaatsen. En we willen door een stoute taub, we samen dan doen zo. En dat ging ook zo weit en ik dacht niet maar taub, dan moest we koken en zo warm als we gaan. Dat aan het doorschijn ging. Dan hebben we dat ook aan jeder oven bij een taub werden. En bij dat moest we ook aan zijn irgendwem te trubbelen en irgendwo zijn vrij te zijn. En dat ging ook zo weit en ik dacht niet maar taub, dan moest we jeder zondag voet nu kijken, moesten we wat 4 voor Training holen, dass wir normal auch trainieren können und uns zur Training können. Und das hat halt lange gelebt. Und über dem, was ich mit der Freund habe, ging das auch schon, aber vor einem Haus, dann habe ich einmal so schwor. Ich habe viele Nachen enorm lang im Bad gelegen, ich kann nicht schlafen, wenn ich wusste, wenn ich danach wird sterben, dass ich dann ganz verloren werde. Dat ging zo wieder dat leven. Ik heb lang dat te doen. Ik wil met hem over te reden en mir wird es auch so schwer, mit den Freunden über zu reden, wie heute mir nicht wegen. Ich weiß nicht von der von Glauben, vielleicht werden wir am besten. Und ich denke so wieder, dann fange ich unter Jugend zu fahren. Dann starten die Freunde mir auch wieder wach, wenn dort die Jugend führt. En dat heeft me ook maar kracht gegeven. En vielleicht de vrienden ook, ik kan ook aan de jugend komen. Ik voel het ook dat de jugend vorm, dat weer onder het leven, dat ging doorschijnen. En wanneer ik dan naar huis voer, dan had ik niet zo'n verpleegd gewassen. Dan kan ik thuis ook weer aansluiten, wanneer ik eerst thuis weer, obwohl ik dat niet bekend weer. Dat mir het dan, mir het leven ook veel schwer meer. Maar dan had ik niet zo'n verpleegd gewassen. En dus dat heb ik dan anstatt die Jugend gefahren. Mit einem Abend, ich kann das nicht mal anschlucken, weil ich wusste, dass ich nicht geraten wird. Und ich knallt mich in meinen Bauch an, ich bete Jesus und habe meine Sinn vergeben.
En ik dan gaat constant hard dankbaar dat mij ooit nog voor zijn kent. De hele dan ik bara gefahren, ich habe eine wahre Versicherung und ich bin draufgekommen. Und ich kijk ook zo veel beslechte video's op internet, dat heeft me ook zo weer draufgebracht aan waren. En ik dan heb ziek gekregen, dat Jesus heeft mij geholpen. Gott ist allmächtig, der Arm ist nicht allmählich, der Arm hat wir alles tun und da hat ihr könnt der Arm sie kriegen in der Versicherungen und ich dann Gott ganz von heute dankbar, dass er mich so motiviert hat, dass er mich auf von der Losers oder Lust gemerkt, weil ich höre, dass ich kann eine Verarm leben und mein Verlangen ist auch getauft zu werden und ich meine, nannte kommen und ich meine, Mathe halten und mir auch Mathe halten zu lohnen. Dankeschön. Jag är nog besola. Min nome är Lorna Bibe. Jag är 16 år old. Jag är geboren och uppväxt med Ulkania. Jag är då när skolgången obwohl wir in der Schule viel einmal eine Bibel lesen, war uns nie erklärt wird, wie du gleich lesen, sondern wir lesen nur bloß, wenn es die Lehrer uns andeuten, wir haben auch viel einmal, wenn wir was Freunde einmal überreden, dort uns überhaupt nicht schön ging, beim Lesen, dort uns also wie es noch abgeguckt, dort wir müssen dann, und dann natürlich, ich habe viel einmal gerade Angst gelebt dann. Und wir hören natürlich auch viel Radio. Wenn du dann schauen, dass wir so ein Räut merken, jetzt kann jeder Moment weiterkommen, dann hat mir fehlt mir bis die Uhren tagiert mit Tagehauen. Ich will dort nicht hier, dort mir fehlt eine große Angst. Dann, als ich dann 10 Jahre alt werde, dann tragen wir in der Chihuahua, dann kann ich auch die Kinderstellen gehen, durch direkt dann auch dort jetzt für uns wir am Tritt zu sterben und dass wir können ankommen mit unserem Leben, dass wir uns können Hand geben. Und ich habe die Evangelisation von Beat Abri. Mir redet da ohne, ob ich mir nicht treten bleiben. Dann über einen Abend, dann aus einem Hüstchen, dann bei meinem Bruder und Hüsten, der war so freundlich, er hat mit uns mal und gesagt, ich weiß, was dort hat sich bekehrt, aber ich kann dort an sein. Und haben mir gesagt, dass ich auch so treu bleiben. Und den nächsten Zuhause kann ich dann auch mein Leben an Hand geben. Und das ist so leicht, dass ich höre, dass man und die hier von Menschen dort sehen, wo leicht und dass wir bei hören nicht gewiss, wo leicht das kann sein. Und dann ich höre bei Freunden, wo ich dann mich dann zum Vorbild genommen. Und sie helfen mich dann auch, dass ich im geistlichen Leben wiederkommen kann. Und dann, aber als wir dann beitragen, dann stand ich da allein, ich weiß nicht wo. Und dann kam ich so auf mit meinem geistlichen Leben. Und da hing ich auch mit ein paar Freunden, aber nicht geistliche Freunde, sondern wie so, was wir geistlich sagen, wie drauf führen. Dann fangen wir an, einmal mit Leuten zu hören, auch einmal Videos, wo du einmal wissen willst, wie schön es in der Welt wird. Und so stellen wir uns auch einmal vor, wo wir berühmt wollen sein. Und über einen Tag, dann gibt Gott auch ein, und er weiß mir, dass das Leben nicht einfach bloß wir berühmt sein, sondern dass wir müssen Gott tun und nicht bis ans Leben, für uns selbst leben. Dann sehen meine Mama kauft mir auch, dass ich wurde, dass ich mit der Freund tagladen. Und ich will das nicht. Und dann nach einem Tag, was Gott mir so klar weiß, dass wir nicht dürfen, so berühmt sein, dass wir nicht bis dürfen für uns selbst leben. Dann will mir der Freund dort nicht zu sein, wo ich heute lesen, sondern Leute etwas ganz doch. Und sehr früh merkt dann Bruder merkt schon, die eine Sache, ich kann nicht sagen. Ich höre, du hast keine Antwort, weil ich höre dann viel eine große Angst, zu sagen, dass sie mich nicht lachen. Dann aber du hängst, ich ändert mich nicht, sondern lebe mein Leben so wieder, als ich dort heute vorher gelebt habe. Dann haben wir junge Themen von Donald Neufeld.
dan blijf ik door dan een oefen drijven, dan kom ik met fris poesen dan. En dan laat ik met de vrienden ook even reden, tot dan de omklaar in de stad, dat heb en ik kan mijn leven ook kunnen ändern. En ik zie God dankbaar dat hij mij geholpen heeft, obwohl hij ook zijn schwierigkeiten voor ons gekomen, maar met zijn kracht heb ik dat kunt heen gaan. En mijn wens is het nu getauft te worden en ook in de gemeinde op te nemen. Dankeschön. Novus, ik ben Martin Niefeld, ik ben 16 jaar oud, ik ben geboren opgewassen hier op Chihuahua. Ik heb ook 4 jaar gehad in Christelijk Elternhuis opgewassen. En ik ben ook naar school gegaan. Ik ben mijn ouders ook leraars aangehoorzaam geweest. Ik heb ook veel angst gehad, van ik would sterben, dat ik would dan verloren zijn. Zo ging ik ook een avond uit angst zu meiner Mama. Ik zei dat ik wil me bekehren. En ze erklärte dan ook, waar ik me kan bekehren. En we beten in oktober, aber dat wird nicht wat ärgerlich passiert, wenn es bloß uit Angst wird. So ging die Zeit dann auch wieder, ein Gemeindetag, dann hat Pater Reimann noch mehr eine Botschaft, mir redet so an, aber ich will mich nicht treu bleiben, ich schäme mich, was die Menschen würden denken, wenn ich treu bleiben oder treu gehen. So ging ich büten spielen und versucht mir nicht Gedanken oder zwingte Hand, was würden die Menschen von mir denken. Und dann kam auch die Evangelisation von Bert Abri. Ich durfte auch treu bleiben, mit deiner reden. Ich durfte auch eine Entscheidung treffen. Mir ging das daher auch nicht zu scheinen, aber dann kam der Satan und bildet mir an, dass das wird nicht, was ich heute tun. Ich heute gleich für die Bekehrung dann auch in Frieden kriegen, aber mir wird die gleich so leicht geworden, als viele Menschen dort wird geworden. So habe ich lang in Zweifel gelebt, als ich bekehrt wird oder nicht. Und mir dann wieder früher, als ich wieder gesagt nee, oder ich sage, ich weiß gar nicht, aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, als ich bekehrt wird. Und dann kam auch meine letzte Jungschau-Freizeit in 2018. Mir redet ein Abend auch sehr an, Gott schon Gnade, dass ich darf auch treu gehen mit deiner reden, ich darf auch mein Leben am Klaren stellen. Ich habe Halsgewissheitsprobleme gehabt, ich darf auch du mit deiner reden. Und ich bin froh, dass ich sie kenne, und ich habe auch Halsgewissheit gekriegt. Und ich habe verlangt, mich taufen zu lassen, auch in der Gemeinde zu kommen, auch für Amte Däunbaum, und habe mich gebrochen war. Dankeschön. Gut, wir sind bei dem Schluss gekommen. Die Zeit ist knapp jetzt länger geworden, als was wir größer wurden gedacht haben. Das war gut auch. Das war, wir worden kurz aufschlitten. Wir singen Leute und dann werden wir nach beten. Zum Schluss Leute 454.
ja, vielleicht auch irgendwie sich nach Angelo auch noch ein Zeugnis zu vertellen, dann wird mir entschuldigen, aber was uns von der bestimmt war eine Gelegenheit geben, kann man natürlich mitteilen. Lasst uns noch beten, weil wir abstimmen im Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, dass du so gut bist von dir auch, Herr, dass du immer noch von dir zu uns reden lässt und dass du unsere Horten verändern lässt, dass du die Kraft und die Macht hast, Herr, uns Fleisch, unseren Horten, menschliche Denken, einfach ja, frei zu merken. Herr, wir haben von vielen gehört, Herr, wo du ihr Leben verändert hast und du siehst dir besonders dankbar für. Herr, ich will dir besonders beten auch für dich, dass von dir sind, dass du nicht diese Veränderung belebt haben und die Jünger mochten annehmen, schenken den Mut, einfach treu zu bleiben oder mit jemandem zu reden, das auch wirklich gerne beleben. Herr, du hast von dir die Kraft, die du immer gehabt hast, und du kannst auch Horten verändern, du kannst Horten frei merken, Sieg geben, Freiheit schenken, Frieden geben, Heiland. Da sind wir dir besonders dankbar für. Musst du bitte auch schenken, dass jeder einer, der das hielt, der das kann annehmen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Okay, Gottes Segen, sei weit loten.